Und das weiß die Welt seit Forrest Gump. Dass man auch einfach so dumm sein kann und das sogar mit relativ geringem Aufwand, das weiß ich seit Sören. Sören sitzt neben mir auf dem Sofa und flößt mir Weißwein ein. Auf dem Flachbildschirm tapst der Bachelor wie ein begossener Pudel hinter seiner zweiten Wahl Angelina her, die er soeben abserviert hat. Für ihn offensichtlich völlig überraschend hielt sich deren Freude über seine ungelenke Abfuhr eher in Grenzen, weshalb sie ihn jetzt nun noch dämlicher aussehen lässt, als ihm das Sex während der gesamten Staffel gelungen ist, die ich natürlich nicht geguckt habe. Sowas macht mich aggressiv. Mein Augenlid zuckt nervös, Sören rückt näher an mich heran und schmatzt in mein Ohr. Ich rutsche dezent etwas weiter in Richtung Sofakante, dass ich dem dauergrinsenden Glatzenkerl beim Rosenholzraspeln zuschauen muss, ist allein seine Schuld. Sören nervt. Seit ich das mit ihm führe, was er eine Beziehung nennt, also seit ungefähr 4 Wochen, taugt mein Nervenkostüm nicht mal mehr für die Altkleidersammlung. Da über eine dubiose Dating-App in mein Leben getreten war, die ich in Ermangelung einer sinnvolleren Beschäftigung während einer Viruserkrankung installiert hatte, und hatten wir in der ersten Zeit nur schriftlich kommuniziert, und weil er an diesen 5 Tagen offensichtlich sein gesamtes Wissen in sein Mobiltelefon getippt hatte, war schon jetzt nichts mehr davon übrig. Seine Angewohnheit, wenn mit wen und denn mit denen zu verwechseln, hatte ich anfangs noch irgendwie niedlich gefunden. Inzwischen schafft er es mühelos, mich mit nur einer einzigen WhatsApp-Nachricht auf die Palme zu bringen. Wann können wir uns den sehen? Ploppt beinahe täglich ein Fenster auf. Und auch inhaltlich habe ich zunehmend Probleme mit dieser Fragestellung. Dabei hatte alles so schön angefangen. Sören war gut aussehend, aufmerksam, stets bemüht und restlos begeistert von mir. So sehr, dass er seine Eltern, seine Kinder und seine Ex-Frau sogar noch vor mir von unserem Beziehungsstatus in Kenntnis gesetzt hatte. Schon bei meinem ersten längeren Aufenthalt in seiner Junggesellenbude schwante mir jedoch, dass ich es offenbar mit einem Experten des entschleunigten Denkens zu tun hatte, und das ist noch wohlwollend formuliert, denn Sören verfügt über das bemerkenswerte Feature, dass man ihm beim Denken zugucken kann, nur dass es da nicht viel zu sehen gibt. Aber das ist wie bei einem Unfall, es ist irgendwie ziemlich scheußlich, aber man kann einfach nicht weggucken. Erschwerend hinzu kommt ein gewisser Hang zu einer unpassenden infantilen Ausdrucksweise. Wann immer er sich aufmacht, um den Sanitärbereich einen Kurzbesuch abzustatten, befleißigt er sich einer äußerst erotisierenden Umschreibung seines Vorhabens. Ich gehe mal eben auf die Pepi-Box. Die Tatsache, dass er als echter Sachse der Freikörperkultur sehr zugetan ist und in den eigenen 4 Wänden am liebsten nackt herumläuft, macht die Sache nicht besser. Wenn ein erwachsener Mann, der irgendwann im Laufe des Abends noch Sex mit einem möchte, mit wehender Nudel durch eine 2-Zimmer-Wohnung galoppiert, um die Pipi-Box aufzusuchen, darf er sich nicht wundern, wenn dieser Schuss buchstäblich ins Leere geht. Auch, dass er des Morgens grundsätzlich wie ein Wasserspeier auf der heruntergeklappten Klobrille hockt und mir selbstgeschmierte Käsestulle reicht, während ich mir einfach nur in Ruhe die Zähne putzen will, bringt absolut keine Punkte. Ich habe keinen Bock mehr. Trotz intensiver Bemühungen meinerseits hat das Sörensche Informationsverarbeitungssystem ein wachsendes Desinteresse bislang nicht erfasst. Im Gegenteil, er begegnet meiner zunehmenden Giftigkeit mit stoischem Verständnis für meine imaginären Gesamtsituationen. Pure Verzweiflung hatte mich dazu getrieben, einem erneuten Treffen zuzustimmen, um die ganze Sache zu irgendeinem Abschluss zu bringen. Dabei war ich außerordentlich perfide vorgegangen. Weil Sören kein Hehl daraus gemacht hatte, bei mir übernachten zu wollen, hatte ich ihm erst spät am Abend Einlass gewährt. Seine Frühschicht am nächsten Morgen spielte mir zusätzlich in die Karten. Und für die Abendgestaltung muss nun eben der Bachelor herhalten. Gelangweilt betrachte ich das innervierende Treiben auf dem Bildschirm. Sören amüsiert sich prächtig. Da würde ich auch gern mal mitmachen, sagt er und gießt mir Wein ein. Gute Idee, sage ich mutlos, wenn du willst, helfe ich dir mit der Bewerbung. Sören schaut gespielt empört, dann lachte ein hyänenhaftes Lachen und fällt dabei fast vom Sofa. Du Scherzkeks, das brauche ich nicht, ich habe ja dich, kichert er und greift nach mir. Ja, sage ich konsterniert, und wer nackt an meiner Tür klingelt, kriegt einen Luftballon. Sören wickert weiter vor sich hin, wie ein erkälteter Hahn, schlägt vor, ins Bett zu gehen, als eine freudenträne Katja dem Bachelor endlich um den Hals gefallen ist, dem angesichts ihrer Euphorie nur noch wieder der gewohnte Zweck aus der Rosette quillt. Ich beschließe, dass ich nur noch Stern-TV sehen möchte. Sören hält tapfer durch, auch wenn ihn augenscheinlich schon die Werbung überfordert. Schließlich kapituliere ich vor meiner eigenen Müdigkeit und wanke ins Schlafzimmer, wo ich mich unter der Bettdecke verschanze und mich schlafen stelle. Sörens Vorfreude vermag das leider nicht zu trüben. Mit einer Art Rumpfschrei springt er aus seinen Klamotten und zu mir ins Bett, wo er alles versucht, um meine Lebensgeister wieder zu erwecken, was ihm durch meine fehlende Mitarbeit geschickt untermalt von einer an Perfektion grinsende Schlafsimulation aber nicht gelingt. Während ich tatsächlich langsam dem Charme des Sandmännchens erliege, läuft Sören zur Hostform auf. Ich kann nur ahnen, was sich buchstäblich hinter meinem Rücken abspielt, und bin froh, nicht daran beteiligt zu sein. Sören ist bereits weg, als ich aufwache, und das ist gut so. Bis zum Ende seiner Schicht ist Ruhe im Karton, dann blinkt mein WhatsApp. Wieso warst du den heute Nacht so komisch? Fragt Sören, und ob es mir
gar nicht gefallen habe. Ich antworte ihm, dass es mir ganz und gar nicht gefällt, wenn man mir ungefragt auf meine Schlafanzughose ejakuliert und ich mit nassen Arsch schlafen muss. Ihm habe das immer alles großen Spaß bereitet, schreibt Sören. Mir nicht, schreibe ich, und dass ich das an dieser Stelle jetzt auch gern beenden würde. Sören ist traurig, aber verständnisvoll und schlägt vor, die Beziehung dann wenigstens auf einer rein sexuellen Ebene weiterzuführen. Ich schmeiße mein Telefon aus dem Fenster und esse eine Packung Aspirin. DWDDHKP, 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 murmel ich ein Sprichwort aus Kindertagen, mantraartig vor mich hin. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen, als es an der Tür klingelt. Im Treppenhaus steht Sören. Er ist nur mit einer Wollmütze bekleidet und strahlt über sein ganzes törichtes Gesicht. Was willst du denn noch? Frage ich entgeistert und knalle die Tür zu. Ich gebe ihm nicht so schnell auf, halt es von draußen, kriege ich denn jetzt einen Luftballon. Ich weiß, ihr seid nicht mit viel Zeit ausgestattet und ich weiß, vielleicht starte ich die Zeit, die ihr hattet, ob das alles so stimmt, werdet ihr euch vielleicht fragen und ich gebe euch den Rat, nicht alles glauben, was wir sagen. Viele Geschichten sind erdacht und auch dies war eine Farce, der Typ hieß auch gar nicht Sören, sondern Lars.